Der ganze Mensch ist angesprochen. Es ist nicht, ein Ritual kannst du nicht im Kopf machen. Das geht nicht. Der Körper, die Seele, das Bewusstsein, das Herz, das muss dabei sein. Das ist der Jürg Fassbind, Organisationsberater, Coach und diplomierter Ritualfachmann. In dieser Folge reden wir zusammen über die Frage, was Ritual von der Routinen unterscheidet und warum die Intention dabei alles verändert. Wir tauchen ein in seinen persönlichen Weg. Die Kindheit und die Jugend in der Schweiz, eine Suchphase, Begegnung mit der christlichen Mystik und die Erfahrung, wie die Stille eine ganze Ferienwoche zusammenheben kann. Der Jürg erzählt, wie ihn Ritualerfahrungen unmittelbar nach den Anschlägen von 9/11 für immer geprägt haben und warum er seither überzeugt ist, dass Rituale in Organisationen wirklich etwas verändern können. Wir reden darüber, warum man ein Ritual nicht im Kopf machen kann, wo die Grenze zwischen der wirksamen Intervention und Manipulation liegt und warum Veränderung Irritation braucht. Und wir kommen schliesslich zu der Frage, wie gelebte Alltagspraxis aussieht. Gehmeditation im Wald und Innehalten vor dem Rotlicht. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, noch ein kurzer Dank an die Community. Der Podcast ist ein Herzensprojekt und bewusst werbefrei. Das ist nur möglich, weil ihr die Produktion und die Reise zu den Gästen finanziell mittragen. Wenn euch die Gespräche etwas geben und ihr den Podcast unterstützen wollt, dann findet ihr die Details dazu auf www.meditationsszene oder in den Shownotes. Danke an alle, die den Podcast teilen, kommentieren oder weiterempfehlen. Das hilft enorm, dass die Inhalte mehr Menschen erreichen. Merci vielmals für eure Unterstützung. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Jürg Fassbind. Der Jürg ist Organisationsberater, Coach, diplomierter Ritualfachmann und Buchautor. Er ist in der Schweiz aufgewachsen und ist als Kind unter anderem Ministrant gewesen, eingebunden in einen dichten religiösen und kulturellen Festkalender. Sein Meditationsweg hat er in den 1990er Jahren angefangen, mit ersten Begegnungen beim Fred von Almen und der Ursula Flückiger, da bevor das Meditationszentrum Beatenberg gegründet worden ist. Nach einer Phase vom Suchen hat er über die christliche Mystik zum Christentum zurückgefunden. Er hat seine Praxis im Umfeld vom Lassalhaus in Edlibach in Zug vertieft, wo er über mehrere Jahre zusammen mit dem Jesuit und Zen-Meister Niklaus Brandschen Sommerkurs co-geleitet hat. Er hat Geschichte und Politologie in Bern studiert und ein Semester an der University of North Carolina absolviert und er hat ein MAS in Organisationsentwicklung. Er hat viele Jahre im Berner Sozialwesen geschafft, zuletzt als Leiter vom Kompetenzzentrum Arbeit von der Stadt Bern. 2016 hat er sich selbstständig gemacht als Organisationsberater, Interimsmanager und Coach. Dazu hat er einen Lehrauftrag an der Berner Fachhochschule. 2014 hat er die Ausbildung zum diplomierten Ritualfachmann an der Fachschule für Ritual in Rüti, Zürich absolviert. Heute ist er dort selber Dozent. Im September 2025 ist sein Buch «Rituale in Teams und Organisationen – Innehalten, Verbinden, Transformieren» im Verlag Van den Hoek und Ruprecht herausgekommen. Das erste Werk im deutschsprachigen Raum, das Theorie und Praxis von der Ritualarbeit in Organisationen systematisch verbindet. Der Jürg Fassbind lebt und arbeitet in Bern. Jürg, vielen Dank, dass ich zu dir kommen für das Gespräch. Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage, bin gespannt auf das Gespräch und ich finde es grossartig, was du da machst mit dem Podcast. Danke vielmals. Ja, ich bin ja auf dich aufmerksam worden über ein Interview im Magazin, das heisst «Ursache Wirkung». Ist, ich glaube, so ein bisschen buddhistisch angehaucht hauptsächlich. Genau, und man denkt, wenn er mal dort innen ein Interview gibt, dann nachher macht er vielleicht nicht nur Ritual, sondern hat auch noch etwas mit Meditation zu tun, bin dann auf deine Website. Und es ist so ein bisschen versteckt. Man findet schon, dass es für dich wichtig ist, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Hauptthema. Ich glaube, wir legen dann auch einen Schwerpunkt auf die Ritual. Aber es würde mich gleich so ein bisschen wundern, wenn wir zurückschauen in deine Kindheit. Ich habe gesagt, Schweiz aufgewachsen, eingebunden in die ganzen Ritual. Kannst du ein bisschen erzählen, was hat für dich damals so die Spiritualität und die Ritual, was haben die für dich für eine Bedeutung gehabt? Wie hast du das erlebt? Ja, ich bin, wie du gesagt hast, in der Schweiz aufgewachsen und die Schweiz ist zumindest in den 70er, 80er Jahren, wo ich gross geworden bin in der Schweiz,
ist das sehr stark noch geprägt gewesen durch ein starkes Brauchtum. Und die Kirche war noch mitten im Dorf gewesen. Und ich habe dort auch aktiv mitgemacht. Du hast gesagt, ich war Ministrant, bin dort also nahe bei diesen Ritualen dabei gewesen. Bin Jungwächtler gsi, bin im katholischen Turnverein gsi, also die klassische damalige katholische Karriere gemacht. Und von dort her bin ich eigentlich eingebettet gsi in so einen Alltag, wo Brauchtum, Ritual, Alltag, Religion, Spiritualität irgendwie so fließend ineinander rein und durcheinander durchgeflossen sind. Und ja, jetzt haben in der Vorbereitung zu dem Gespräch ist mir aufs Mal aufgefallen, dass das eigentlich auch etwas ist, was mich bis heute begleitet. Ich versuche eigentlich heute nämlich genau auch die Verbindung herzustellen zwischen Alltag, Spiritualität, Ritual. Und somit eigentlich versuche ich, so Zugänge, Möglichkeiten zu schaffen, um sich mit sich selber und einem grösseren Ganzen zu verbinden. Und das ist mir aufgefallen, wirklich jetzt in den Vorbereitungen, dass mich das wahrscheinlich seitdem begleitet. Und wenn du jetzt so zurückdenkst an die Kindheit, gibt es dann noch so irgendwie einen Moment, ein Ritual oder einfach etwas, wo du sagst, so, boah, das ist mir so wirklich in Erinnerung geblieben, da komme ich vielleicht heute noch Hühnerhaut über, wenn ich daran denke? Ja, also da gibt es relativ viel. Also ich bin zum Beispiel als Ministrant also an der Fronleichnamsprozession sind wir über die Felder, über die Bauernhöfe rund um die Schweiz gelaufen und haben die Felder eingesegnet. Und ich bin mit einer grossen Schelle. Als Ministrant habe ich dort amig den Anfang und den Schluss vom Segen eingeleitet und abgeschlossen. Und hinten dran eine riesige Schwette von Leuten, die an dieser Prozession teilgenommen haben. Und das war für mich schon eine eindrückliche Sache gewesen, die mich auch heute noch beschäftigt. Also die Natur, die ein wichtiger Bestandteil ist von meiner Arbeit mit Ritual heute. Dann nachher das Zeremonielle, das Rituelle, wo sehr wichtig war. Und danach sind auch noch so Geschichten in dem Zusammenhang. Ich musste aufs WC müssen und habe wirklich nicht mehr können. Und es hat niemand auf dem Weg ein WC gehabt. Und danach bin ich wirklich auf dem Friedhof irgendwo hinter einem Stein hinten und habe dort mein Geschäft erledigt. Und seitdem hat nachher der Pfarrer allen gesagt, bevor sie nachher auf Prozession sind, jetzt gehen ihr alle noch aufs WC. Der Pfarrer hat es mitbekommen? Ja, der Pfarrer, nein, er hat es natürlich gesehen. Der Fassbind ist aufs Mal weg mit der Glocke. Wo ist denn der, oder? Das ist so jetzt eher so ein bisschen eine amüsante Geschichte. Und was ich auch immer total schön gefunden habe, ist der Samichlaus-Auszug. Und da ist mir und die Schweiz ist es wirklich etwas ganz Spezielles, weil das sind noch mit den alten Messgewändern sind die Samichlaus ausgezogen mit weissen Rosshaarbärten. Also es hat sehr eindrücklich ausgesehen. Ich bin aber nie Samichlaus gewesen. Ich bin dann nachher auf Bern gekommen und dort bin ich wäre zu jung für einen Samichlaus. Ich war Schmutzli und vorher Engeli als Ministrant. Und in so einem Samichlaus mit etwa 2 oder zum Teil 3 Schmutzlis und 2 oder 4 Engelis, also es war eine richtige Truppe gewesen. Und das sind alle Kleus am 6. ausgezogen aus dem Pfarrhaus Richtung Kirche und haben sich über die Herrengasse und haben sich nachher verteilt und sind dann
in die Familien hineingegangen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig eindrückliche Sache gewesen. Man ist in verschiedenste Familiensysteme hineingekommen, von Kleinstfamilien bis grosse Sippen, und hat so ein bisschen vielleicht Familiengeheimnis so ein bisschen am Rand mitbekommen. Und das hat mich extrem beeindruckt. Auch die Dunkelheit, das Schaffen mit Dunkelheit und Licht. Und wir und das habe ich geliebt, als Schmutzlis, haben wir so mit riesen Hörner blasen. Und es hat den Ton gegeben, der so etwas Ungeheures hatte. Und als Schmutzlis sind wir dann auch gejagt worden von den jungen Pubertierenden. Und das war immer auch wirklich eine ziemliche Sache gewesen. Das war etwas gewesen, was eben so am Rand ist zwischen volksreligiös, Brauchtum und Streich und Alltag und Religion und weiss nicht was alles. Mhm. Mhm. Ja. Und trotzdem hast du dann irgendwann dich so ein bisschen angefangen von dem lösen und bist auf so ein bisschen auf eine spirituelle Suche gegangen. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, ich bin dann nachher, also ich muss sagen, ich hatte etwa um 14 bis 16 habe ich dann auch so Tage besucht, Vorbereitungstage für kirchliche Berufe. Mhm. Und das ist für mich zumindest so eine Option gewesen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich in einer Zeit aufgewachsen, wo die behäbigen Strukturen eigentlich noch da sind, aber eine sehr grosse Offenheit spürbar war vom Zweiten Vatikanum. Nachher die 68er, die sind sogar zum Teil ein bisschen bis nach Schweiz gekommen, die 68er Jahre. Und somit bist du gehalten gewesen, aber der Deckel war nicht mehr drauf gewesen. Mhm. Und das hat für mich es ist ein gutes Umfeld gsi für mich. Ich habe auch nie, wie viele andere, irgend schlimme, prägende Geschichten gehabt mit der katholischen Kirche. Und somit bin ich positiv geprägt gsi. Also wir haben in der Das war nicht eine Jungmacht... Flucht gewesen. Nein, wir haben in der Jungmacht zum Beispiel Messen selber gestaltet, wo der Pfarrer wahrscheinlich nicht unbedingt Freude hat, wenn er es gesehen hat. Aber wir sind recht angstfrei gewesen diesbezüglich. Ja, und ich habe im Kolleg in der Schweiz auch Studentenseelsorger gehabt, wo extrem offen war und mit der Befreiungstheologie sich sehr stark beschäftigt hat. Und ich bin eigentlich dort eher durch die Kirche auch ein bisschen politisiert worden. Und dann hat es mir aber... Schweiz ist natürlich, und ich muss immer sagen, ich bin als recht privilegierter, so mittelständisch unterwegs gsi, und meine Familie ist sehr gut integriert gsi. Sie ist aus dieser Gegend gekommen, und wenn ich so rede, von wegen einbettet und weiss nicht was, dann hat das natürlich sehr stark mit dieser Perspektive zu tun. Wenn jemand natürlich zugezogen ist von einem anderen Ort oder sogar einen Migrationshintergrund hat und nach der Schweiz gekommen ist, dann tönen die Geschichten wahrscheinlich dann wieder ein bisschen anders. Und vielleicht nicht katholisch war und sich dort dann können integrieren konnte. Ganz genau. Und das ist ja noch spannend, oder? Ich hatte, glaube in der 4., 5. Klasse ist das erste Mal ein Protestant zu uns in die Schule gekommen, also in die Klasse gekommen. Und das ist heute, ja, schier gar nicht mehr denkbar. Es ist noch so ein bisschen das auslaufende Modell von dieser Einheit zwischen Gesellschaft, Religion ist noch so ein bisschen spürbar gewesen, oder? Und dann ist es natürlich, wenn du 18, 19 bist, fällt dir natürlich vor allem fällt dir die Enge ein. Also ich meine, wenn du eingebunden bist, hat das etwas, wo dir Halt gibt, aber etwas, wo dir Halt gibt, hat immer auch zur Folge, dass es zu eng sein kann, dass es zuschnüren kann, dass es zum Korsett wird. Und das habe ich natürlich mit 18, 19
ist der eher der Aspekt vorgekommen. Mhm. Und für mich war klar gewesen, ja, mit dem Studium, da gehe ich nicht nur auf Zürich, weil von Zürich hätte ich müssen pendeln nach Schweiz. Ich gehe auf Bern und habe den Eltern dort auch gesagt, Bern ist, also ich bin ja Geschichte studieren, Geschichte ist zu Bern am besten. Und das haben sie mir dann geglaubt und dann habe ich dann nach Bern dürfen. Und das ist für mich schon, da habe ich dann mehr so meine Welt können entdecken und mir meine Welt gestalten. Unabhängig von dieser sozialen Kontrolle, wo natürlich mit dem eingebettet sein Hand in Hand gegangen ist, oder? Ich habe ja auch Geschichte studiert Mhm. in Zürich. Ich würde jetzt bestreiten, dass Bern Ja, also wie ich dir ja angetönt habe, ist das in erster Linie natürlich eine Ausrede gewesen, damit ich nachher nicht pendeln nach Zürich. Genau. Ja, aber auf was ich raus haben will, ist, so wie ich das Geschichtsstudium erlebt habe, ist es ja recht positivistisch. Also, das hat wenig Platz für dann Spiritualität und so, sondern man macht Quellenkritik, die ganze Hermeneutik, all die Sachen. Wie bist du mit dem umgegangen? Also, hast du da irgendwie nachher etwas vermisst oder hast du das gar nicht erwartet in diesem Studium? Ja, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen unbedarft in das Studium hinein. Ich glaube, es ist so gewesen, ich hätte eigentlich Psychologie, Sozialarbeit oder Psychiatrie studieren, also Medizin studieren. Und dann haben die Eltern gesagt, es kommt nicht in Frage. Also, sonst nachher tust du uns aufs Mal noch analysieren und so weiter. Und es ist natürlich auch so gewesen, ich kann das heute aus einer Distanz natürlich anders beurteilen. Es ist so gewesen, dass die Schweiz hat es, glaube ich, keinen Psychologen gegeben oder eine Therapeutin. Und SozialarbeiterInnen sind so langsam gekommen, aber ich glaube, man hat einfach gar keine Bilder gehabt für die Berufe oder für die Studien. Und dann habe ich einfach das studiert, was eigentlich mein Vater gerne hätte studieren, und das war Geschichte gewesen. Also mit anderen Worten, du siehst, ich war relativ eine angepasste Figur in dieser Zeit und habe das Studium, Geschichte interessiert mich heute noch, aber es war nicht meine Leidenschaft gewesen, nie. Ich habe nie in diesem Feld gearbeitet. Ich schätze aber sehr das Analysierende, das Induktive, also vom Einzelfall ausgehen und dort in die Tiefe gehen. Also ich schätze ganz vieles, was ich dort gelernt habe, würde aber jetzt sagen, ähm, dass ich mich relativ schnell nachher im Sozialwesen mit dem Ursprünglichen, wo ich eigentlich hätte wollen, studieren, nämlich der Psychologie und der Sozialarbeit, dass ich mich dem wieder angenähert habe. Mhm. Und von dort her ist es effektiv so, dass ich während dieser Zeit natürlich die ganze katholische Karriere, die ich vorher genannt habe, die ist abgebrochen. Ja. Ist nachher nicht mehr weitergeführt worden. Ich bin zwar noch Kantonsleiter von Jungmacht und Pläring, hier mit wirklich ganz guten Leuten, die sehr politisch unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, mehr das gewesen. So ein bisschen das politische Engagement hat so ein bisschen nachher ist es mehr ins Zentrum gerückt. Es ist die ganze Zafareia-Bewegung war ein Jahr, nachdem ich da studieren habe. Jetzt musst du schnell sagen, das sei mir nichts. Zafareia, das war so eine Hüttensiedlung, wo die Polizei aufgehoben hat, und danach hat es eigentlich eine Jugendbewegung gegeben, im 87, wo nachher dazu geführt hat, dass wir die Reitschule, wo ja heute von vielen, die mit dem Zug durch Bern durchfahren, als Schandfleck bezeichnet wird. Aber das ist eine ganz wichtige, prägende Zeit für mich, weil dort ist es um Bewegung gegangen, um Veränderung gegangen. Man hat ganz viel, also wir sind nachher jeden Tag, wenn wir studieren, sind wir nachher in die Stadt und sind demonstrieren. Es ist jeden Tag hat irgendwo eine Demo stattgefunden. Also 87, 88 ist das gewesen. Und das hat so ein ganz spezielles Gefühl gegeben. Und ich glaube, das ist so tief verankert in Bern, wegen dem ist die Reitschule
es ist, glaube ich, schon 7-mal darüber abgestimmt worden, die gehört einfach zu Bern. Und dort bin ich, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, und ich glaube, das ist so nicht das Spirituelle, sondern das Politische, das dort dazugekommen ist, wo vielleicht das Vakuum so ein bisschen gefüllt hat. Mhm. Und jetzt gibt es wie so zwei Schienen, wo man weitergehen könnte. Und du sagst, welche, was jetzt besser ist. Das eine ist beruflich. Du bist ja dann eben sehr jung, auch schon in Führungsfunktionen gekommen. Und die andere wäre noch eben die mehr deine Suche und Meditation, erste Kontakt. Das muss ja dann auch irgendwann so in den 90er Jahren wahrscheinlich gewesen sein, oder? Genau. Und eigentlich kann man das schon schier Hand in Hand erzählen. Ja. Weil ich mich eben zu Bern habe ich den Faden zur Spiritualität oder zur Religion, gerade zum Katholizismus, der ist ziemlich nie mehr gross in meinem Alltag präsent gewesen, ausser wenn ich nach der Schweiz gegangen bin und an grossen Festen und so weiter. Und ich habe dann nachher, nach dem Studium, bin ich eben dann gerade ins Sozialwesen eingetaucht und habe nachher relativ schnell gemerkt, mir fehlt irgendetwas. Und ich habe so ein Leck, wie ein spirituelles Leck, und das habe ich auch wirklich an Gespendlis so gesagt. Und dann bin ich auf die Suche. Und obwohl ich eigentlich eine positive Prägung hatte vom Katholischen eigentlich, habe ich aber ausserhalb von Schweiz eigentlich Schwierigkeiten gehabt, wo könnte ich da andocken? Und habe dann nachher wirklich beim Fred von Almen und der Ursula Flückiger habe ich so Weekends besucht und also verlängerte Weekends und zum Teil bis zu einer Woche wie Passana, und dort sind sie noch nicht auf dem Beatenberg gsi. Und das ist für mich ein wichtiger Einstieg gsi. Das hat für mich wie gezeigt, voilà, das ist wahrscheinlich mein Weg. Ich bin jetzt dort, aber dann bin ich nicht wahnsinnig konsequent weitergefolgt. Es ist aber etwa in dieser Zeit gewesen, wo ich nachher auch Führungsjobs übernommen habe. Das war anfangs 2:33 gewesen. Und dort bin ich nach einem Jahr, das ist recht eine anspruchsvolle Angelegenheit gewesen mit Fusionsbetrieb, und ich bin 10 Jahre jünger gewesen, wie die nächste Älteste, die ich eigentlich geleitet habe. Und das ist für mich eine grosse Herausforderung gewesen, eine Überforderung. Und bin dort dann auch so am Rand von einer Erschöpfung oder von einer Depression gewesen. Und habe nachher gemerkt, ich brauche eine Unterstützung, und bin eigentlich seitdem in Dauertherapie. Das ist für mich so ein bisschen das Eintauchen gewesen, in Therapie, in die Selbstreflexion, und das ist für mich ganz ein wichtiger Teil von mir heute. Und das hat nachher auch dazu geführt, dass ich mich dort innen gefragt habe, ja, Therapie, das ist das eine, aber ich muss es ja auch irgendwie in den Alltag hineinbringen. Und wie komme ich weg vom Trüllen im Kopf und von meinen Themen sonst, die mich beschäftigen. Und dort habe ich nachher Verschiedenes ausprobiert. Also Vipassana war ein Teil. Ich war dann nachher auch noch auf dem Beatenberg ein paar Mal. Bin nachher auch so, ich würde jetzt mal sagen, im weitesten Sinn, oder das ist vielleicht so ein bisschen ein Überbegriff, eher so ein bisschen esoterische angehauchte Sachen, wie Reiki habe ich gemacht, und ich habe so Verschiedenes ausprobiert. Und das ist für mich, glaube ich, wichtig gewesen, um wirklich herauszufinden, auf was suche ich überhaupt, oder? Und in dieser Zeit bin ich nachher auch auf den Jakobsweg gegangen
Und das ist für mich auch noch ein nicht unwesentliches Erlebnis gewesen, weil, glaube im 2002 oder so, bin ich mit einer Freundin von Einsiedeln losgelaufen. Und am ersten Abend waren wir auf der Hakeneck oben gewesen. Die Hakeneck, das ist der höchste Punkt vom Jakobsweg nördlich von den Pyrenäen. Das ist gerade unmittelbar ob die Schweiz. Und es ist kitschig und magic gsi. Es ist, glaube ich, Mitte August gsi. Es hat ganz viele Sternschnuppen gehabt. Es war Vollmond gsi. Wunderschönen Abend. Und wir haben dort oben im Gasthaus übernachtet. Dann sind wir dort rumgestrielt, das Zweite, und haben so ein bisschen die Umgebung angeschaut. Und dann sind wir so in einen Feenunterstand gekommen. Und dann haben wir dort reingeschaut und haben gemerkt, das ist ja, wieso, es hat so Verzierungen drin gehabt. Das war eine Kapelle früher. Aber jetzt war Vieh drin. Wie? Und jetzt ist Vieh drin? Nein, oder? wir haben von außen das Gefühl gehabt, das ist ein Feenunterstand. Weil es gibt ja manchmal wirklich auch. Ganz genau. Nein. Also ich wüsste es nicht. Wir sind einfach dann nachher und haben dann gemerkt, das war eigentlich eine Kapelle gewesen. Und dann habe ich dort einer Freundin gesagt, so, und die Kapelle, die tue ich mit meinem Vater renovieren. Und dann ist das wie draussen gsi, ausgesprochen gsi. Und ich habe das natürlich nicht mit meinem Vater renoviert, aber ich habe es mit meinem Vater initiiert, dass nachher eine Stiftung gegründet worden ist und wir nachher eine Kapelle, die Kapelle effektiv mit dieser Stiftung renoviert haben. Und die ist jetzt am höchsten Punkt vom Jakobsweg, wirklich gerade unmittelbar am Passübergang, ist die jetzt. Und das ist für mich wie so ein bisschen das erstes Zurückgehen nach Schweiz, wo ich wieder sehr an dem es hat ja wirklich eigentlich sehr mit dem Katholischen auch zu tun gehabt. Und zugleich ist es wie eine Kapelle, wo wir so einen Raum gestalten konnten, der sehr einfach ist, wo man in sich hineingehen kann. Man kommt über den Pass rein, hat die wunderbare Innerschweizer Landschaft vor sich und kann nochmal eine Einkehr machen in sich hinein und kommt nachher wieder raus und wird wieder umarmt von dieser Landschaft. Also es ist für mich wie einfach ein traumhafter Ort und dort wieder Verbindung zwischen religiösem, sehr dort auch die Natur, die wahnsinnig wichtig ist, und du bist aber eigentlich auf dem Weg. Also das ist auch wieder so eine die Verbindung, die ich am Anfang gesagt habe, von Spiritualität, Alltag, Pilgerfreizeit und so weiter, wo wir dort etwas machen können und oder initiieren, wo eigentlich das schönste Projekt, glaube ich, war in meinem Leben. Und zwar nicht jetzt gerade, weil es eine Kapelle ist, sondern weil das einfach mich natürlich sehr nahe gebracht hat zu meinem Vater. Wir uns ganz auf einer anderen Art kennengelernt haben und extrem auf einer Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe gsi sind. Und das ist im Übrigen damals, ist das nachher auch so ein bisschen die Initiation gewesen, eigentlich, wo ich nachher in die Mannenarbeit eingestiegen bin, wo auch wieder sehr stark mit Ritual verbunden ist. Jetzt sind wir aber irgendwie total... Wir ziehen schon recht in Richtung Ritual. Vielleicht nochmal zurück zu den... Ja. Du hast gesagt, du hast es recht streng gehabt im Job und hast dort dann etwas gesucht, wo dir auch irgendwie hilft, mit dem umzugehen. Also, du hast gesagt, fast am Rand von einem Burnout oder so gewesen. Hast du dann das Gefühl gehabt, Meditation, die Vipassana-Sachen, die du dort gemacht hast, hat dir geholfen? Hast du das können brauchen für dich oder sogar auch im Geschäft? Ja, ich konnte das definitiv können brauchen. Und ich glaube, es ist mehr so ein Überleben gewesen, wo ich einfach wie gemerkt habe, ich komme wieder zum Schnaufen. Weil ich bin extrem oben im Kopf am Drehen gsi, wollte es allen recht machen. Und das ist definitiv wichtig für mich.
Ich habe es einfach, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist das, dass ich halt das damals sehr so intervallsmässig gemacht habe, gerade Mhm. wenn ich es gebraucht habe, und dann habe ich es wieder nicht mehr so gemacht und so weiter. Also es ist nicht zu einer täglichen Praxis geworden eigentlich, damals. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dort eigentlich, ja, es war so die Initialzündung gsi, wo nie mehr ganz, also das ist nicht mehr weg, oder? Das ist nachher schon geblieben und einfach dann auch intensiver geworden, ja. Ja. Und dann, wenn wir jetzt wirklich zu den Ritualen kommen, hat es ja glaube ich, auch so eine Initialzündung gegeben, wenigstens eine, wo die später auch im Buch sehr daran zurückerinnerst. Und das ist der 11. September, die Anschläge auf das World Trade Center, wo du in einer Ausbildung bist, wo das passiert ist. Und ja, erzähl doch vielleicht, wie ihr dort als Klasse oder als Studiengang dann auf das reagiert hat und mit dem umgegangen sind. Mhm. Das ist im Rahmen von einem Seminar gsi, von dieser Ausbildung zum Organisationsentwickler. Und wir sind 2 Klassen zusammengelegt worden. Also das sind etwa 40, 50 Leute gsi, wo wir vor Wien in so einem Kloster gsi sind, in einem Seminarkloster. Und wir haben dort die Aufgabe gehabt, so eine typische Aufgabe für Organisationsentwickler. Wir müssen aus dem Nichts raus eine Organisation entwickeln, die über Organisationen lernt. Also sehr etwas Abstraktes. Und da hat man sich so ganz viel Gruppendynamisch abgegangen und es war recht schwierig gewesen. Total viel Anspannung rum. Wir sind am Sonntag gekommen und am Dienstag, glaube ich, ist das mit 9/11 gsi. Und wir haben dort in der Pause gesehen, wie die zuerst der eine Turm, nachher der andere Turm in sich zusammensackt und zuerst natürlich einfach die Flugzeuge und so. Und das war für alle ein totaler Schock gewesen. Und ich glaube, es ist halt insofern noch speziell gewesen, du hast dort nicht gerade zu den Liebsten gehen. Du bist irgendwie in dieser hybride Situation gsi mit Leuten, die dir mehr oder weniger nahe sind, aber wo auch noch so eine Aufgabe hast müssen machen, wo schwierig war und wo wirklich Spannungen auch rum sind. Und dann hat eine Gruppe entschieden, sie mache Ritual. Versöhnungsritual, Ritual, wo man sich verbindet mit denen daheim und so weiter. Und ich komme jetzt gerade wieder Hühnerhaut über. Es ist wirklich so, dass das nachher, nachdem wir eine Woche dort zusammen unterwegs waren, ist das von allen als eigentlich das benannt worden, wo er wird bleiben. Nicht, wir sind eigentlich gar kein Ritual mehr geblieben. Also weißt du nicht mehr konkret, was ihr gemacht Nein, habt? gar nicht mehr. Also, das weiss ich wirklich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr, gut, das ist jetzt mittlerweile natürlich schon lang her, 24, 25 Jahre. Aber ich weiss, dass das eine extreme Entlastung gebracht hat. In die ganze Gruppe, ins ganze System hinein. Und wir haben auch, vorher war totale Tension. Jeder wollte ein bisschen die Leitung übernehmen, aber es war nicht klar, wer kann jetzt die Leitung übernehmen und so weiter. Und nachher hat man einfach nur noch zusammengearbeitet. Also es ist alles so lächerlich. Die mikropolitischen Sachen, die vorher sich abgespielt haben, sind aufs Mal nicht mehr Thema gewesen. Ja. Und glaubst du, es ist wegen dem Ritual oder glaubst du, es ist auch einfach wegen 9/11, wenn man die Katastrophe sieht und irgendwie sich bewusst wird, dass man vielleicht noch andere Probleme Das ist sicher der Hauptpunkt gewesen, dass man gefunden hat, es ist jetzt lächerlich, wenn wir da so kleine Machtkämpfe vom Zaun reissen. Aber ich glaube, der Boden nachher haben die Ritual gegeben und ich war so beeindruckt vom Ganzen, dass ich nachher mit einem Gespendli zusammen haben wir eine Weiterbildung noch initiiert
bei der alten systemischen Grösse Rosmarie Welter-Enderlin. Sie ist so eine Pionierin der systemischen Therapie und sie hat nachher eine Weiterbildung gegeben zum Thema Organisation und Rituale. Also aufgrund von unserer Initiative, voilà, siehst Initiative, und die hat mich nachher eigentlich auch motiviert, immer mal wieder so ein bisschen etwas in meinen Führungsalltag einfließen zu lassen, rund um Ritual. Mhm. Das ist so ein bisschen, das hat dort angefangen, genau. Weil ich habe mir die Frage eigentlich für später aufgeschrieben, aber sie passt jetzt einfach so gut. Also, du bist Chef gewesen, oder? Du hast ja glaub, bis 120 Leute zum Teil geleitet. Wie ist denn das, wenn der Chef auf das Mal kommt und sagt, so, jetzt machen wir mal ein Ritual? Mhm. Das ist eine super gute Frage, weil gut, dort ist es so ein Team von etwa 14 bis 20, ja, ich würde jetzt einmal sagen, ja, so etwa zwischen 10 und 20 Leuten. Das war jetzt nicht so riesig gewesen. Und das ist ja jetzt, mit dem jetzigen Wissen, sehr eine heikle Sache. Mhm. Kann man eben noch vorstellen. Weil MitarbeiterInnen kommen sich zu Recht sehr schnell auch manipuliert vor. Ich habe natürlich nicht in dem Sinn gesagt, ich mache ein Ritual oder ich hatte nachher so einen Aarenlauf. Wir sind der Aaren entlang gelaufen und wir haben Sachen, das zweite, das dritte, haben sie Gruppen gemacht, haben Sachen zusammengetragen und haben nachher das der Aaren also haben so die Schiffli gebaut und das der Aaren übergeben. Mhm. Und nachher habe ich dann aber immer auch so ein bisschen säkularisierte Sachen, wie so jemand, der nachher der Pedro Lenz, der nachher noch vorgelesen hat aus dem Gedichtsband und so weiter. So solche Sachen habe ich organisiert gehabt, einfach dann nachher kombiniert alles zusammen. Aber das sind einfach Versuche gewesen. Und ich würde heute natürlich genau, also richtig, also du hast da auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Ich wäre sehr zurückhaltend als Führungsperson, zu sagen, so jetzt machen wir ein Ritual und könnt euch zeigen und könnt euch in Emotionen hineingeben und so, weil die Leute denken sofort, was versucht er jetzt wieder? Jetzt versucht er es auf eine ganz neue Art, uns irgendwie einzubinden und so. Also das kann sehr schnell sehr manipulativ wirken. Kleinere Sachen, auf jeden Fall, aber grössere rituelle Interventionen würde ich empfehlen, die extern zu begleiten. Oder durch eine Gruppe durchführen lassen, durch Mitarbeitende, 3, 4 Mitarbeitende, die das zusammen machen, das geht auch. Ich muss immer aufpassen, wenn ich sage, könnt euch extern begleiten lassen, weil das heisst dann nachher immer, ja, Akquise, okay, oder? ganz genau, Akquise. Und von dort her, das ging auch, aber ich glaube, die Leitung, die braucht eine Rolle, Mhm. die muss dabei sein und muss das auch können und muss auch immer wieder reingenommen werden, was hast du jetzt gehört davon und so weiter. Aber dass sie es durchführt, finde ich heikel. Mhm. Du hast dann eben so immer wieder so Sachen gemacht in deinem Berufsalltag und dann 2014, glaube ich, hast du wirklich die Ausbildung gestartet zum Ritualfachmann. Es ist, ja, also 2014 habe ich im Rahmen von einem Coaching, Standortbestimmung so, habe ich mich gehört sagen. Also wirklich, das ist, ich weiß nicht, von was das kommt. Ja, ich würde gerne Menschen begleiten mit Ritual in Lebensübergängen. Mhm. Und dann bin ich aus dem Coaching rausgegangen und bin effektiv nach einer Kompi googeln, Rituale Schweiz eingegeben. Und der ist gekommen, das war im Dezember 2014, und der ist gekommen,
es gibt einen Infoanlass, glaube ich, im Februar, oder Januar oder Februar, von der Fachschule für Ritual. Der erste Lehrgang, den sie durchführen, nämlich die Ausbildung zur Fachperson für Rituale. Also totaler Zufall. Und dort habe ich mich dort angemeldet für die Infoveranstaltung. Und Susanne Mäder, die damals die Schule noch allein geleitet hat, heute tut sie es co-leiten mit der Bettina Baumgartner. Sie hat mich einfach total begeistert, weil sie ganz eine offene Art hat, mit Ritualen umzugehen und trotzdem eine klare. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, genau. Und wie kann man sich so eine Ausbildung vorstellen? Was macht man da? Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, das ist heute nicht mehr die gleiche Ausbildung, das darf man glaube ich sagen. Kannst du uns auch erzählen, wie es heute ist? Ja, Ausser es hat noch ein paar gute Anekdoten von damals. Nein, es ist, du kommst ganz vieles mit über zu was Ritual ausmachen, so Grundlagenmaterialien zu Ritual, was ein Ritual ist, was Symbole sind, was symbolische Handlungen sind und so weiter, all rituelle Handlungen sind. Und dann nachher geht es auch darum, ganz konkret nachher Lebensübergänge anzuschauen, wie könnte man die gestalten. Jahreskreis, Themen wie Tag-Nacht-Gleiche, Wintersonnenwende, Sommersonnenwende und so weiter. Wie kann man das gestalten? Also es ist sehr eine praktische Ausbildung und was ich sehr gut finde, ist auch, es ist sehr stark Selbsterfahrung. Weil der Ausbildung ist es sehr wichtig, dass man nicht seine eigenen Bilder an anderen überstülpt. Und von dort her ist die Selbsterfahrung ein ganz wichtiger, integraler Bestandteil. Danach gibt es auch noch so Auftrittskompetenz und also es geht auch ums Reden, ums Schreiben und so weiter. Wie tue ich gute Reden schreiben, die ich im Rahmen von Ritual halte. Also es geht darum, einerseits zu gestalten, aber auch wortmässig mitzugestalten. Ja? Das sind so, glaube ich, so ein paar wichtige Aspekte. Ich habe schon mit anderen Gästen im Podcast, also ich glaube, der Philipp Funk kommt mir gerade in den Sinn, der in Japan in seiner Ausbildung zum Zen-Lehrer in so einem Ausbildungstempel war. Und ein Aspekt, den man dort auch gemacht hat, ist, sich eben mit diesen Ritualen vertraut machen, weil im Zen ist es ja zum Teil sehr klar festgelegt, wie man gewisse Sachen macht, oder das Ritual ist dort sehr, sehr strukturiert. Wenn man jetzt in so eine, ich sage jetzt mal, säkulare oder säkularisierte oder ist es überkonfessionell, ich weiss es nicht einmal, Ausbildung hineingeht. Wie sieht das dann dort aus und wie schaut man, dass es auch nicht einfach eine völlige Beliebigkeit entfaltet? Ja, also dort geht es wirklich darum, durch das, dass man eigentlich von dieser Idee ausgeht, man tut es jedes Mal ein Ritual neu gestalten. Also jedes Mal, wenn man dort hingeht, oder was? Oder Nein, jedes Mal? nein, wenn ich als Fachperson, Ja. wenn Leute zu mir kommen, dann schaue ich, was ist passend für die Person und das System, wo ich dort berate. Also es ist nicht so, dass wir fixe Abläufe lehren, sondern wir lehren wichtige Elemente, die es gilt, ganz spezifisch zusammenzustellen nachher oder weiterzuentwickeln für eine bestimmte Kundin oder einen Kunden. Also fast ein bisschen wie ein Drehbuchautor, der lernt, Drehbücher zu schreiben, aber das können ganz unterschiedliche Filme sein. Ja, ganz genau. Aber er lernt, was Dramaturgie ist, er lernt, wie man irgendwie Spannungsbögen macht, lernt... Ganz genau. Ja. Und dort geht es, und das habe ich vorher jetzt gar nicht
genannt bei der Ausbildung, weil da geht es wirklich sehr stark auch um den beraterischen Aspekt, oder? Weil du musst zuerst herausfinden, was wollen die Leute überhaupt? Was ist die Absicht dahinter? Mhm. Und was ist ihnen wichtig? Damit das Ritual, wo du mit ihnen entwickelst, das ist eine Koproduktion. Du gehst nicht nachher zurück und nachher machst irgendetwas und tust das denen überstülpen eben. Sondern es geht wirklich darum, mit ihnen zusammen zu schauen, was ist möglich, was wollen sie. Und dann geht es eigentlich darum, und das ist der Unterschied, glaube ich, so ein bisschen zu religiösen Ritual, wo es sehr stark darum geht, bist du die richtige Person, die das durchführt? Also darfst du das überhaupt durchführen? Genau, hast du die Weihe oder Genau, was? Ja. ganz genau. Und machst es du genau richtig? Und das ist total anders bei den freien Ritual. Bei den freien Ritual geht es geht darum, dass es berührt, dass es in die Tiefe führt, also Tiefe führt, das sage ich jetzt vielleicht, aber das ist eigentlich schon auch das, was mir jetzt wichtig ist, und dass mit einem Bewusstsein gemacht wird, und somit das Thema, das man beleuchtet, eigentlich so ein bisschen bewusster wird. Es geht, und von dort her ist das eine Suchbewegung. Lass uns doch vielleicht einmal noch schnell definieren, was ein Ritual überhaupt ist. Oder wenn ich mir jeden Morgen ein Butterbrot streiche, dann ist das jetzt ein Ritual, wenn ich das jeden Morgen mache? Ja, das ist, da haben die meisten Leute, und auch ich habe jetzt das natürlich so ein bisschen probiert, auseinanderzubeindeln, aber ich habe natürlich früher auch eine grosse Schwierigkeit gehabt, was ist jetzt Routine und was ist Ritual. Ja. Und ich würde es so sagen, ich kann dir auch noch sagen, dass es gibt keine allgemeingültige Definition von Ritual. Ja. Und jetzt der Unterschied zwischen Ritual und Routinen ist das, dass die Routine sehr stark in den Alltag eingeflochten ist. Da geht es eigentlich darum, den Alltag zu strukturieren, zu unterstützen. Ein Ritual ist aus dem Alltag rausgehoben. Man gibt etwas eine spezielle Bedeutung. Und somit, ich tue mir das Beispiel sagen, eine Routine ist am Morgen, wenn man aufsteht, dass man das Fenster kurz aufmacht, damit Frischluft reinkommt. Das wäre eine Routine. Und dann kannst du aber auch das Fenster ganz bewusst öffnen, 3-mal tief durchschnaufen und nachher den Tag und den Morgen begrüßen. Beispielsweise. Und das wäre dann nachher eine rituelle Handlung. Und dort sind wir dann wieder, schlagen wir fast schon wieder Brücke zum Vipassana, zu der Achtsamkeit, Das ist oder? absolut. Also die Intention, die dahinter ist. Ist absolut. Das Bewusstsein, die Intention ist ganz ein zentraler Punkt. Und vermutlich haben ja Rituale auch noch ein bisschen ein anderes Ziel oder eine andere Absicht als Routinen, oder? Also wenn ich eben eine Routine habe, Luft reinlassen am Morgen ins Zimmer, ist einfach mal, dass vielleicht wieder gute Luft drin hat und das nicht schimmelt. Genau. Also, und ich mache das einfach routiniert, dass ich es auch gar nie vergesse und immer mache. Aber das Ritual hat ja wahrscheinlich auch ein Ziel oder eine Absicht. Was können Ritual? Du hast schon gesagt vorher, du hast dir, wo die Stimme quasi kam, ist in dem Coaching gesagt, ich will Menschen bei Übergängen begleiten durch Ritual. Also Übergänge scheinen das wichtigste Thema zu sein, Ritual. Gibt es noch andere? Und was für Funktionen haben dann Ritual? Ja, es sind eigentlich so Lebensübergänge, wo Ritual traditionell ganz eine wichtige Rolle spielen. Und dann nachher eben auch Fest oder spezielle Markierungen im Jahreskreis. Und dann sind Rituale auch in Veränderungsprozessen können wichtige Rollen spielen. Und für mich sind es eigentlich so ein bisschen soziale Räume. Es gibt auch Rituale, die man allein machen kann, aber für mich sind es in erster Linie soziale Räume, die aus dem Alltag rausgehoben sind und wo Themen, die meistens rund um Veränderung oder Übergänge kreisen, gestaltet, vertieft und erlebbar macht.
Und das sind für mich Rituale. Und danach heisst es noch, also danach ist der ganze Mensch ist angesprochen. Es ist nicht, ein Ritual kannst du nicht im Kopf machen. Das geht nicht. Der Körper, die Seele, das Bewusstsein, das Herz, das muss dabei sein. Und dann ist noch ein weiterer Punkt sicher das, es hat einen dramaturgischen Ablauf mit einem ganz klaren Anfang und einem Ende. Und mir gefällt eigentlich wirklich so die sehr poetische Art, wie es der Byung-Chul Han ausdrückt. Das ist ein deutsch-koreanischer Philosoph. Genau, ganz genau. Wo sagt, Ritual sei für ihn eine Technik der Einhausung. Soziale Technik der Einhausung. Also, und Ritual tönt somit das in der Welt sein in ein in der Welt zu Hause sein verwandeln, oder? Und das Eingebundensein, das finde ich ist ganz ein wichtiger Aspekt, wo man sich in ein Thema vertieft, sich mit sich selber verbindet, aber mit der Gruppe und vielleicht noch mit etwas Grösserem verbindet und mit der Natur in Kontakt ist, das führt nachher zu einem Eingebundensein, wo eben die Einhausung, die ich eigentlich einen ganz schönen Begriff finde, so ein bisschen ausdrückt. Das tönt für mich jetzt aber auch schon recht aufwendig. Also wenn du sagst Natur und eingebunden und Gruppe. Ich bin lustigerweise, das ist wirklich also ich weiss ja nicht, ob es Zufall ist, vielleicht sind auch irgendwelche Cookies gesetzt auf meinem Computer, aber bei Instagram hat es mir irgendwie diese Woche ein Film eingespielt, wo eine Religionswissenschaftlerin, die schaut immer so kritisch auf irgendwelche so Influencer, was da hat. Dann hat es eine Influencerin gehabt, die hat gesagt, ja, man muss da irgendwie, wenn man einen, der Verflossene will irgendwo quasi wirklich loslassen, muss man dem seinen Namen auf den Zettel schreiben, dann musst du einen Knoblauch nehmen, musst drüber reiben über den Namen, dann musst du Pfeffer drauf tun, dann musst du es falten, anzünden und verbrennen. Und die Religionswissenschaftler hat dann gesagt, ja, und jetzt nehmen wir da wahrscheinlich an, dass ich sage, das ist alles völliger Humbug und bringt nichts. Aber ich sage das nicht, weil es gibt offensichtlich Studien, die zeigen, dass genau so Sachen eben dann also nicht, dass es jetzt magisch hilft, sondern es hilft den Leuten irgendwie eben dann gleich vielleicht die Person loszulassen zum Beispiel und bewirkt etwas wie auf einer ganz anderen Ebene. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das auf einer psychologischen Ebene oder auf einer waswürdigen Ebene auch immer so kann erklären. Das wäre jetzt für mich wirklich so ein sehr instrumentalisiertes Verständnis von Ritual. Das ist für schon wieder mich zu individualisiert dann auch. Ja, und das ist für mich, für mich fehlt dort die Offenheit. Mir geht es darum, Rituale haben immer etwas, es muss aufgehen. Man muss etwas, gut, du kannst sagen, es geht ums Loslassen. Das wäre jetzt dort bis zu einem gewissen Grad auch drin. Aber ich würde jetzt nie so ganz viele verschiedene Sachen machen, weil nur dann geht es. Das hat für mich so ein bisschen einen esoterischen Aspekt drin, wo ich wie jetzt das Gefühl habe, für mich sind Rituale am wirksamsten, wenn sie einfach sind, wenn sie verständlich sind von Anfang an und nicht so Geheimwissen und das kann ich jetzt dir nicht sagen, wegen was dass das jetzt genau und so funktioniert, sondern es muss einleuchten, es muss direkt berühren. Und es soll nicht angstbesetzt sein, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme mit einem ähnlichen Anliegen, ich habe eine liebe Person, die ich will oder muss loslassen, Trennung oder sie ist gestorben. Wie würdest du jetzt das angehen? Also was würdest du jetzt mit mir machen? Was würdest du mich fragen? Oder wie würdest du so ein Ritual probieren zu gestalten? Und ich sage, komm, jetzt machen wir für so etwas ein Ritual. Also geht es um eine Trennungsgeschichte oder so? Ja, nehmen wir, um jetzt bei dem Beispiel bleiben, aus Insta könnte es eine Trennung sein oder auch wenn jemand gestorben ist, gut, dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil dann ist man auch noch mal anders in der Gemeinschaft. Nehmen wir eine Trennungsgeschichte, ja. Ja, also dort würde ich wie so sagen, ich würde dort probieren,
ein Kontinuum zu machen zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was hast du mit dieser Person? Und zuerst an dem sehr stark bleiben und auch das Wertschätzende ins Zentrum stellen. Und schauen, ja, was macht dir denn dort jetzt auch weh? Also, das ist, nein, zuerst die Vergangenheit und jetzt schauen, was macht dir weh? Was ist dort vor allem zentral? Und dann, was wünschst du dir in Zukunft? Und dort geht es zum Beispiel jetzt darum, dass ich dich fragen was ist du, also dass ich mit dir zusammen würde probieren herauszufinden, wie könntest du Sachen zum Beispiel loslassen? Was ist für dich eine gute Art loslassen? Oder wenn ich, für mich ist zum Beispiel das, ich gehe extrem gerne an die Aare runter. Etwas der Aare übergeben, ist für mich etwas, was mir sehr nahe ist. Und dann kann man sich noch überlegen, du kannst ja nicht alles in die Aare reinrühren. Dann muss man dann nachher ein bisschen kreativ sein, aber dann findet man ganz bestimmt gute Sachen, dass es nachher auch der Natur nicht schädigt. Das ist natürlich ganz zentral. Aber es geht dort darum, wirklich zusammen mit dir in die Auseinandersetzung gehen und auch nochmal dort den Aspekt, wo wirklich, dass es nicht um ein Abschneiden geht von der Vergangenheit, sondern um ein Integrieren. Und nachher im Moment, im Schwellenmoment, wo du jetzt bist, schauen, was macht das mit mir und was löst das auch aus in mir? Und du siehst, wenn man sich in so eine Beratung einlädt, das heisst immer auch, es macht nur schon das, macht etwas ganz... Ich wollte sagen, das ist ja dann auch eine Art des Coaching oder... Absolut. Ja. Ja. Und weil es geht wirklich darum, etwas Passendes für dich herauszufinden. Und dort ist auch zum Beispiel, wäre auch die Frage, wer willst du dabei haben? Ja. Das wäre gerade meine Anschlussfrage gewesen. Du hast vorhin gesagt, wie wichtig das Gemeinschaft ist, oder? Ja, also und das sage ich nicht zwingend, das muss immer mit anderen sein, aber es hat einfach eine grössere Stärke, wenn man etwas gegen aussen manifestiert. Und früher, religionsmässig, ist es so gewesen, dass das natürlich noch viel grösser war. Oder dort ist es eigentlich immer darum gegangen, dich zu integrieren in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und heute geht es meistens um ein kleines Familiensystem oder um einen Freundeskreis. Ja. Wir sind jetzt stark so ein bisschen bei den Ritualen gewesen, die sich noch auf die einzelne Person beziehen. Ja. Was ja dann du gemacht hast, was ja glaube ich auch so ein bisschen eine Spezialität ist, wo es vielleicht eben nicht so viel gibt, ist die ganze Sache in einen organisationalen Kontext hineinzubringen. Also du hast es schon ein bisschen angetönt, du hast das einfach angefangen, weil es dich interessiert hat. Aber wie hast du das vertieft und wie hast du das weiterentwickelt? Was sind da auch deine Überlegungen gewesen und warum hast du das gemacht? Ich habe während der Ausbildung wie gemerkt, dass mir der Aspekt rund um Organisationen, der hat damals ist nur am Rand behandelt worden. Und dann habe ich dort so eine Arbeit, meine Abschlussarbeit geschrieben zu Rituale in Organisationen, glaube ich. So hat sie, glaube ich, geheissen. Und habe dort eigentlich probiert, so ein bisschen Erfolgsfaktoren bei der Durchführung zu definieren. Und das war einmal ein erster Schritt gewesen, um für mich so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Aber das ist noch nicht sehr tief gegangen. Und dann ist mir natürlich immer auch wieder sind so kritische Fragen gestellt worden, wenn ich Ritual thematisiert habe in Organisationen oder Sachen vorgeschlagen habe, die ich vielleicht nicht Ritual genannt habe, aber wo das Gegenüber gemerkt hat, das könnte in die und die Richtung gehen, dass es zum Teil Unsicherheit ausgelöst hat. Und ich habe vor allem gemerkt, dass ich selber unsicher bin. Und dann habe ich der Bettina Baumgartner, das ist eben die andere Co-Leiterin von der Fachschule für Ritual,
habe ich mich mal mit ihr getroffen, weil wir uns zusammen austauschen rund ums Thema Rituale in Organisationen. Sie ist auch Organisationsentwicklerin. Und dann habe ich einfach gesagt, mir fehlt einfach eine theoretische Grundlage, eine gewisse wissenschaftliche Ansätze, wo ich das auch einordnen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir das halt schreiben. Und danach habe ich rausgelacht und habe gesagt, ja, also zuerst vielleicht einmal ein Artikel. Und dann hat sie nachher, haben wir jetzt eigentlich zusammen angehen und sie hat nachher hat ganz viele andere Projekte gehabt, die einfach angestanden sind. Und ich habe damals gerade gekündigt von der Berner Fachhochschule und habe wie Zeit gehabt und mein Auftragebuch war noch nicht voll gewesen, also konnte ich dort gerade mich darin hineinstürzen und habe dann angefangen zu schreiben. Und es ist relativ schnell. Ich wollte dort zuerst eigentlich so ein bisschen ein Marketing schreiben für Ritual. Und ich habe wie gemerkt, jetzt nimmst du einfach das Thema zu wenig ernst und du windest dich so ein bisschen drum herum, ja, was sind die Rituale, wegen was braucht es denn das ganze Umfeld und so weiter. Und dann ist es immer wie mehr und grösser geworden. Und ich habe dann auch gemerkt, was mir wichtig ist, dass ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich die auch grosszügig wirklich ziemlich offen teile und bin nachher in den Prozess, in den Schreibprozess rein und dann sind länger, sind einfach die eigentlich die theoretischen Grundlagen, die ich mir gewünscht hätte, sind die so langsam entstanden. Aber währenddem bist du, also hast dich ja dann selbstständig gemacht, bist du immer in Organisationen am so Ritual durchführen gewesen. Das nimmt mich noch Wunder, weißt, wenn ich so an Organisationen denke, also zum Teil denke ich so, das Ritual ist irgendwie auch etwas, was die Organisation am Leben erhalten, weil es gibt so viele so Organisationsrituale. Ich meine, ich habe Geschäftsleitungssitzungen erlebt, da bist du zu jedem Geschäftsleitungsmitglied vorher, hast alles besprochen und nachher, das ist eigentlich, die Geschäftsleitungssitzung ist eigentlich nur noch eine Art ein Theater gewesen, wo man abgespielt hat, wo irgendwie dann noch abgenickt worden ist offiziell und eben auf eine Art sehr ritualisiert fast. Also es gibt ja viele solche Sachen, gibt es ja auch in Organisationen. Genau, und dort muss ich sagen, ich habe mich jetzt in meinem Buch darauf fokussiert, auf die Begleitung und Unterstützung von Veränderungsprozessen. Ja. Mit Ritual. Und die ganzen interaktiven, ritualisierten Aspekte wie Sitzungen, Begrüßungen, Abschied, Pensionierungen. Ganz genau. Das habe ich im Buch. Also, da kann man vielleicht jetzt zu Abschied von Mitarbeitenden oder vielleicht Begrüßung von Mitarbeitenden, kann man vielleicht so gewisse Sachen drin lesen, aber es geht wirklich in erster Linie darum, um Veränderungsprozess, weil ich bin Organisationsentwickler, oder? Das interessiert mich, Veränderung. Und wenn du jetzt in einer Organisation bist und du hast irgendwie einen Auftrag bekommen, weiss auch nicht, eine Reorganisation zu begleiten oder irgendetwas, Teams wieder nach einer Reorganisation wieder das mit weniger Reibung funktionieren oder konstruktiver Reibung oder irgend so etwas. Ich nehme an, dann ist ja das Ritual nur ein Element in deinem ganzen Koffer von Sachen, die du mitgebracht hast. Ist genau so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ja auch 2 Formate oder eigentlich 3 Formate entwickelt im Buch. Nämlich zuerst einmal so ein bisschen eine Standortbestimmung, eine Analyse mit Hilfe vom Europäischen Lebensrat, den ich weiterentwickelt habe als Analysetool und sagen Rat der Balance, wo eigentlich so ein bisschen an einer Organisation zeigen kann, wo das sie steht. Und zwar anhand von den 4 Jahreszeiten, weil die Organisationen wollen dauernd nur immer
im Frühling und Sommer sein. Frühling und Sommer, Frühling und Sommer. Also blühen und ernten. Ganz genau. Oder, ja, ganz genau. Aussäen und ernten. Aussäen und ernten, genau. Und was man nicht will, ist, wenn sich Kräfte zurückziehen, dann kommen die Ängste auf. Und Und die Aktionäre. die Aktionäre sind auf dem Teppich, genau. Und nachher der Winter, also Herbst ist noch mit Erntedank und so weiter, das kann man noch so, aber der Winter, wo es irgendwo um Regeneration geht, um Stillstand, Stille, das ist ganz, ganz schwierig auszuhalten. Und die 4 Jahreszeiten sind natürlich untereinander verbunden und nehmen Bezug aufeinander. Und dort habe ich probiert, so ein Standortbestimmungstool zu machen, das sehr lebensnah ist, weil zu der Jahreszeit haben alle einen Bezug. Und es können sich alle relativ schnell vorstellen, wenn haben wir in der Organisation Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und häufig sind es dann auch Gemischsachen, oder? Also so kann man, häufig muss man ja sagen, ja, da hat es Aspekte von Winter und Sommer vielleicht drinnen und so weiter. Ist denn das anschlussfähig? Also wenn du mit dem jetzt so in ein Management reinkommst und sagst, Ihre Organisation die braucht jetzt mal ein bisschen Winter, nehmen Sie das gelassen. Ich komme nie und sage, wie es ist, sondern ich stelle Ihnen das Modell vor, das macht das zyklische Wachstumsmodell, das sich unterscheidet von dem linearen Wachstumsmodell, das uns ja so krank macht, weil es eigentlich gar nicht der Natur entspricht und vor allem unsere Ressourcen total aushöhlt. Der zyklische Wachstumsprozess von der Natur, das leuchtet der meisten ein. Es kommt immer darauf an. Also da muss ich mich auf mein Gespür verlassen. Welche Organisation will das? Vereinzelt holen sie mich auch dagegen, aber es ist immer noch eigentlich die Mehrzahl von meinen Aufträgen, komme ich mit einem normalen Auftrag, ich meine, die können mich googlen und sehen auf meiner Website, was ich alles anbiete. Vielleicht wissen sie schon, oh ja, vielleicht kommt da etwas, aber es ist eigentlich nie ein grosses Thema, weil ich das nie aufdränge. Ich sage einfach, das ist eine Möglichkeit, wir können es so probieren. Und dann, wenn es zum Beispiel um Winterthemen geht, es geht ja nicht darum, dass ich sage, ja, jetzt machen wir 3 Monate Winterschlaf in der Firma, sondern es geht darum, was gibt es für Möglichkeiten von Regeneration? Was gibt euch Kraft? Weil meistens hat man den Fokus nur immer auf dem, wo einem Kraft nimmt, oder? Was gibt euch Kraft? Wo gibt es vielleicht eine Möglichkeit von Stille? Zum Beispiel jede Sitzung anfangen mit einem Gong und einfach nur den Gong aushalten, dass es still wird und alles runterfährt. Das ist zum Teil massiv, was das ausmacht. Einfach so ganz kleine Sachen. Und wir entwickeln das zusammen. Und du hast jetzt gesagt, du hast 3 Sachen entwickelt und ich habe dich nach dem Ja, Lebensrad genau. eigentlich schon ein bisschen... So ist es bei mir, dass ich mache. Nein, das ist meins. Beim Lebensrad habe ich dich schon auf Abweg gebracht durch meine Fragen. Die anderen 2, also rituelle Interventionen und Change-Ritual sind die anderen 2, Ganz oder? genau. Und die rituellen Interventionen, das sind eigentlich so Organisationsinterventionen, wo wahrscheinlich einzelne OrganisationsentwicklerInnen bereits schon machen, aber denen auch vielleicht nicht unbedingt Ritual sagen. Aber ich habe einfach ich habe so eine Definition gemacht, was für mich rituale Organisationen sind, was für Aspekte dabei eine Rolle spielen. Und das sind kleine Sachen, die man reinbringen kann, um eine Dynamik zu verändern, anzustossen, vielleicht zu temperieren und so weiter. Und das sind auch zum Beispiel Sachen, wo jetzt Leitende auch können, also das Management auch machen kann. Und das sind kleinere Sachen. Ich habe vielleicht ja, also soll ich mal so ein Beispiel Sag mal ein sagen? Beispiel, Ja. gerne. Zum Beispiel, was ich
meistens machen bei Workshops, bei grösseren Workshops, die so ein bisschen aus dem Alltag rausgekommen sind, komme ich und sage, es ist es ist Montag, der 21. Februar 2023. Hier ist Norden, hier ist Süden, hier ist Osten, hier ist Westen. Wir sind hier am Ort so und der Ort wird nachher verbunden mit dem Inhalt, wo man dran ist. Und wir sind jetzt, es ist Herbst oder Winter, und macht den Bezug zum Thema nochmal auch mit der Natur, mit der Jahreszeit. Und das ist so eine Intervention, wo die Leute total gerade Gut, ich würde auch staunen, wenn einer da mal die Himmelsrichtungen am Anfang ganz genau. Und das Spannende ist das, dass ich zu den Himmelsrichtungen, weil das ist jetzt irritierend, oder? Komme ich total gute Feedbacks über. Weil es gibt ja nachher gerade so solche, die dann nachher gerade schauen. Stimmt's? Weil heute hat man ja das Handy immer gerade dabei, oder? Und es geht mir um Ausrichtung. Es geht mir ankommen im Hier und Jetzt. Es geht mir um Orientierung. Auch wieder In Raum Verkörperung. und Zeit, Verkörperung. Wo bin ich? Warnen. Wir stolpern so von einer Veränderung zur anderen. Wir sind in der virtuellen Welt unterwegs, Online-Sitzungen und weiss nicht was. Man weiss gar nie mehr, gar nicht mehr genau, wo das was ist. Und man kann es sogar in Online-Sitzungen machen und sagen, es sagt jetzt jeder, wo das Norden ist bei ihm, oder? Das verbindet auch. Und es geht wirklich um eine Verkörperung, um eine wo ist meine Achse? Wo bin ich? Wo sind wir als Gruppe? Was geht's? Um welche Inhalte geht's? So, ja. Das ist etwas, wo ich mache und die Leute eigentlich meistens total Freude haben. Oder die anderen, es ist mir jetzt einmal noch niemand gekommen und hat gesagt, das habe ich jetzt too much gefunden. Gut, und wenn einer sagt, das war halt ein schräger Vogel gewesen, ich meine, das ist ja nach 2-3 Minuten dann auch wieder vorbei. Genau, und es ist so, ich bin natürlich überzeugt, dass Veränderung nur passiert, wenn auch Irritation dabei ist. Wenn es keine Irritation gibt, gibt es keine Veränderung. Und somit ist es für mich immer so ein bisschen ein Seiltanzakt zwischen Anschlussfähigkeit und Irritation. Mhm. Und ich glaube, durch das, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe ich mir den Boden gegeben, um ein bisschen mutiger zu sein. Mhm. Und mehr Richtung Irritation können zu gehen. Währenddem ich vorher eher so ein bisschen unsicher war. Und wenn du unsicher bist mit einer Intervention, dann merkt man es und dann hat es nie die Wirkung, oder? Und also eben rituelle Interventionen, eher kurz, eher etwas, wo man auch als Führungskraft oder Teammitglied kann initiieren kann. Und wie vergleicht sich denn das zum Change-Ritual? Was ist ein Change-Ritual? Change-Ritual ist eigentlich nachher integriert in so eine Veränderungsarchitektur, sagen wir, wo es dann nachher darum geht, mit einem wichtigen Ort, entweder am Anfang, in der Mitte, an einem wichtigen Meilenstein oder am Schluss, wo man eigentlich zurückschaut, einen Schwellenraum schafft, also schaut, wie geht es uns jetzt und nachher vorher schaut in die Zukunft. Und das sind dann meistens so halbtäger oder tägige Workshops. Und das tut sich eigentlich an der Übergangsritual orientieren, mit der Ablösungsphase, mit der Schwellenphase und der Integrationsphase. Und die Übergangsritual sind ja eigentlich so uralte Ritualformen, wo man bei Natives und so weiter auf der ganzen Welt so ein bisschen kennt, wo es darum geht, dass
dass man die einsetzt in wichtigen Veränderungsprozessen, sagen wir, Initiation. Vorher ist das Wort gefallen, jetzt wäre es richtig. Zum Beispiel zur Zeit von Initiation von jungen Männern oder grossen Buben wo sie aufgenommen werden als Männer. Und dort geht es wirklich auch darum, abzulösen vom bisherigen der Schwellenraum, dort, wo eigentlich etwas passiert und nachher die Öffnung für die Zukunft. Und ich habe mir gesagt, also das sind uralte Weisheiten, die kulturell verankert sind und wo man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden pflegt. Und das könnte auch heute in Organisationsstrukturen, die ja dauernd mit Veränderungen konfrontiert sind, könnte allenfalls auch dort unterstützend sein. Und ist es auch in deiner Erfahrung? Ja. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch das gewesen, was am Anfang vom Buch gestanden ist. Ich meine, wenn ich die Ritual durchgeführt habe und das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt etwas ganz Komisches und das wirkt überhaupt nicht, dann hätte ich auch das Buch nicht geschrieben. Das war eine wichtige Motivation für mich, dass ich natürlich auch wollte, zeigen, dass es funktioniert und was bei mir funktioniert. Und das ist eigentlich jetzt für mich eine Inspirationsquelle für andere Leute rund um Organisation, Management und Ritual, wo man sich orientieren kann und es aber zum eigenen soll machen, oder? Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn es dort jetzt zweites, drittes Werk gibt, das vielleicht ganz andere Aspekte in den Vordergrund stellt, umso besser. Mhm. Es geht wirklich darum, das Pionierfeld von der Rituale in Organisationen, Teams und Organisationen, das so ein bisschen breiter zu machen. So ein Buch schreiben, ich habe nie eins geschrieben, nur eine Litzarbeit. Aber das ist ja immer ein rechter Prozess, was man hört, oder? Mit viel Iterationen, viel Schweiß und Tränen. Hast du manchmal auch Angst gehabt, dass wenn du das rausbringst, dass irgendwie die Leute irgendwie sagen, ui, also, weißt du, dass du fast den Kunden verlierst, weil du jetzt irgendwie da, weiss auch nicht, in eine ESO-Ecke gestellt wirst, oder, Absolut. Also, das ist natürlich. Ich habe am Anfang natürlich angefangen und habe gefunden, ja, komm, ich schreibe mal, das muss ich ja nicht veröffentlichen und so. Und dann bist du ja lange auch so ein bisschen in einem geschützten Bereich drin. Ich habe es dort gemerkt, weil ich eigentlich das Buch recht geschrieben hatte schon und das, was am Schluss dazugekommen ist das Rat der Balance, also das Europäische Lebensrat gewesen. Und dort habe ich gemerkt, dort habe ich aufs Mal Schiss bekommen. Weil ich habe gemerkt, jetzt verlasse ich die Vorstellung vom linearen Wachstum, mhm. wo eigentlich tiefst innen bei uns allen ist und jede Firma oder jede Organisation will natürlich vor allem wachsen. Und jetzt komme ich mit einem so einem zyklischen Wachstumsmodell. Und da habe ich wie extrem Schwierigkeiten gehabt damit. Soll ich jetzt das reinbringen? Und es hat mir vor allem, ich hatte es ein bisschen drinnen gehabt. Und Leute, die das Buch zuerst mal gelesen haben, so ein bisschen die ersten Entwürfe, haben gesagt, das ist total spannend, das könntest du noch ausbauen. Und dann habe ich, das war dann mein persönlicher Transformationsprozess gewesen, also innehalten, verbinden, transformieren. Das habe ich also auch ein bisschen durchmachen müssen. Und ich habe dann nachher mich dazu durchgerungen, habe mich in das Europäische Lebensrat wirklich eingetaucht drin und habe jetzt, finde ich es eigentlich, das ist wie so ein bisschen die Basis vom Ganzen auch. Und es hat mir eine totale Freiheit gegeben. Im Sinn von? Eine Freiheit, dass ich, oder vorher habe ich wie gemerkt, irgendetwas stimmt nicht, aber mir will ja
möglichst lang noch an dem festhalten und merke gar nicht, was das für Energie braucht, um das noch aufrechtzuerhalten. Und wenn ich das losgelassen habe, ist es wie okay gewesen. Weißt, ist es wie, hat es mir die Freiheit gegeben und habe ich nachher müssen sagen, ja, das gehört genau, das ist Basis und das ist für mich ganz ein wichtiger Prozess gewesen. Und heute muss ich sagen, ich die Leute und die Organisationen, die zu mir kommen, das ist gut und die anderen kommen nicht. Was vielleicht auch gut ist. Absolut, absolut, ist genau so. Ja. Was ich noch spannend fand, irgendwo in deinem Buch kommst du auch auf MBSR zu sprechen, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Und du kritisierst so ein bisschen das, was als Mindfulness bekannt ist, nämlich, dass es letztendlich um eine individuelle Leistungsoptimierung geht und auch davon quasi die Organisationen entbindet, die systemischen Probleme anzuschauen und zu klären und alles auf den Einzelnen abwälzen. Und ich finde das sehr wichtig, dass das benannt ist. Ich finde es auch sehr schön, dass du in eine andere Richtung gehst. Was ich interessant finde an MBSR, was der Jon Kabat-Zinn ja gemacht hat, er hat eigentlich alle buddhistischen Bezüge hat er konsequent rausgestrichen, oder? Also du findest eigentlich nichts mehr, wo mit dem zu tun hat. Du hast dich so ein bisschen für einen Mittelweg entschieden. Also im ersten Teil des Buches, da bist du noch sehr auf einer Organisationsentwicklungssprache, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kommt das Lebensrad und es kommen so Begriffe, die so leicht auch eine Konnotation haben können. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, das ist, also du hast das, glaube ich, gut umschrieben. Ich glaube, der Kabat-Zinn hat ganz etwas Wichtiges gemacht, weil er hat die Wissenschaftlichkeit reingebracht. Und ich glaube, er hat sich einfach entschieden, damit ich ernst genug werde, muss ich der ganze buddhistische Teil streichen, was er heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich massiv viel geändert. In den letzten 10 Jahren nur schon. Und ich habe das Buch, das jetzt in einem Wissenschaftssachbuchverlag erschienen ist, und was mir ganz wichtig war, dass es in einem Sonnenverlag erscheint, vor 10 Jahren nicht in einem Sonnenverlag untergebracht. Ich habe das Manuskript an 3 Sachbuch- und Wissenschaftsverlagen geschickt und alle 3 haben sich interessiert. Also, und das hat mich sehr erstaunt. Und ich glaube, der Jon Kabat-Zinn hat dort wichtige Pionierarbeit geleistet, dass man über solche Themen überhaupt reden kann. Ich finde seinen Ansatz eben spannend und für mich selber sicher gut. Er geht aber nicht unbedingt ins System rein. Es gibt so Versuche, wo er das... Gut, bei sein Ding war es auch nicht gewesen, oder? Ganz genau. Und es ist halt nachher sehr, sehr schnell wird's vom selbstoptimierungs-marktwirtschaftlich orientierten Umfeld aufgesogen. Und ja, dann geht es einfach nur darum, mach MBSR und wird noch leistungsfähiger. Und bei mir ist es etwas anderes. Mir geht es wirklich darum, wie können wir Organisation, wie können wir dort etwas transformieren. Und es ist so, Ritual sind von den Prinzipien her, haben die andere Prinzipien als die Organisation, die sehr vom rationalen Denken kommt, zielorientiert ist. Ritual ist viel mehr prozessorientiert, kommt viel mehr vom ganzheitlichen, also da ist das Herz und der Kopf dabei und der Körper und die Natur und so weiter. Also da kommen ganz andere Prinzipien drin rein. Und du hast das total richtig beobachtet. Ich habe probiert, möglichst ja, ein bisschen Unaufgeregtheit drin hineinzubringen und dort die abzuholen, die eher von einem rationalen von dieser Schiene kommen und die anderen, ja,
Nein, also respektive ich habe die abgeholt und habe nachher aber irgendwie auch auftun, hey, und jetzt gibt es auch weitere Möglichkeiten. Und öffnet euch für die, oder ja, vielleicht habt ihr Interessen und Spass daran. Und das ist eine Gratwanderung. Und vielleicht in 10 Jahren würde ich es nochmal anders schreiben. Würde ich vielleicht... Kannst du dann bei der 4., 5. Genau, Auflage. ganz genau. Was es ist, muss wirklich sagen, es ist auch ein sehr, sehr schön illustriertes Buch. Das macht es für Ganz mich auch genau. noch sehr wertig. Ja, Maggie Brändle, das ist das Bürogespendli von mir, hat das illustriert. Und mir ist es wichtig gewesen, dass es so ein bisschen, oder sie kommt vom Visualisieren, vom ganzen Organisationsentwicklungsprozess her. Und es ist sehr organisationsnah. Und das ist mir wichtig gewesen, dass es nicht so eine Sprache ist, eine Bildsprache, wo dann nachher, wo man wieder ganz klar anders zuweist und zuordnet, oder? Und das ist, glaube ich, recht gut gelungen. Und du bist nicht der Erste, der das sagt, und das freut mich sehr, ja. Ja. Wenn wir vielleicht thematisch noch ein bisschen einen Schlenker machen, Ja. gibt es nämlich noch etwas in deinem Leben, wo wie so ein bisschen auch zwei Sachen zusammenbringt, nämlich eben die ganz katholische Herkunft und mehr die Meditationsweg, den du hast. Und das ist deine Zusammenarbeit mit dem Niklaus Brandtschen. Wie ist es zu dem gekommen? Was haben ihr da gemacht in diesen Sommerferien? Ja. Also, der Niklaus kenne ich eigentlich gar noch nicht so lange. Wir haben uns während Covid kennengelernt. Und zwar habe ich mich dort zu einem Sommerlager angemeldet bei ihm, wo er initiiert hat, wo es darum gegangen ist, dass wir unter dem Label Ferien einmal anders zusammenkommt und eigentlich sich selber das Programm mit den Leuten, die dort sind, zusammen kreiert. Und nachher, ja, die Ferien zusammen verbringt. Und wie viele Leute sind das? Das sind etwa zwischen 25 und 30 Leute. Oder Also nicht vielleicht so viel, also Nein, noch nein, überschaubar, es ja. sind nicht so viel gewesen. Und dann nach der ersten Durchführung bin ich vom Niklaus berufen worden, in das Leitungsteam zu kommen. Es sind noch Geneva Moser und Marianne Kaiser sind auch noch dabei gewesen. Und wir haben und der Niklaus war der Spiritus Rector eigentlich gewesen. Er war so ein bisschen der gewesen, wegen ihm sind natürlich auch ganz viele Leute gekommen. Und das ist für mich, und jetzt komme ich wieder zurück so auch auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Vermischung zwischen Alltag, Spiritualität, Ritual und so weiter, ist das so ein gutes Beispiel, glaube ich, das wir dort kreieren können. Man ist am Sonntag angekommen, es sind Leute zwischen 20 und 90 im Lassalhaus angekommen und am Montag am Morgen hat man sich getroffen im grossen Saal und man hat zusammen das Programm zusammengestellt. Und zwar ist nichts gestanden. Man hat sich orientiert an dem, was von den Leuten hergekommen ist. Also sie mussten aktiv, es hat keinen Konsum gegeben. Sie mussten etwas einbringen. Nein, nicht müssen. Sie können etwas einbringen und haben auch können sagen, was sie sich wünschen. Und dann hat man das Programm zusammengestellt. Und man hat immer so ein bisschen im Leitungsteam gesagt, und vielleicht kommt nichts. Und dann gibt es nichts. Dann ist man dort zusammen. Das müssen wir aushalten, das ist auch gut. Es gibt einfach das, was möglich ist. Und es ist natürlich genau anders gekommen. Es war immer ein wahnsinniges dichtes Programm gewesen, total spannende Sachen von Malen, Leute, die ganze Malateliers gestaltet haben, und als anderes Jahr Mandalas gemalt haben und dann nachher in der Natur, also Waldbaden, Körpersachen, ganz viele Körpersachen. Dann nachher ist viel getanzt worden, gesungen worden und man hat eine grosse Wanderung gemacht und so. Also wahnsinnig schöne Sachen.
Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, was hat jetzt das das ist ja Club Mediterranee eigentlich. Also erstens ist natürlich das nicht Konsum gewesen, weil alle haben Mitmachen. etwas können, beitragen. Und das andere ist das gewesen, es ist geframed gewesen mit dem Morgen, zusammen zum Morgenessen. Und wir haben das erste Jahr hat man noch können reden und das haben wir das zweite Jahr gesagt. Zuerst hat es mit dem Niklaus Zen-Meditation gegeben. Nachher ist mir zum Morgenessen und das war eben nach dem zweiten Jahr in Stille gewesen. Und dann hat mir das Tagesprogramm vorgestellt und am Mittag war wieder eine viertelstündige Stille gewesen, vor dem Mittagessen und am Abend hat es einen Tagesrückblick gegeben mit Stille wiederum und die Stille hat die ganze Woche zusammengehabt. Wirklich, das ist für mich einfach so schön und ich habe wieder Hühnerhaut, weil Stille verbindet. Und das hat man dort so gut gemerkt. Und das hat den Unterschied gemacht zum einem sonstigen Ferienangebot. Und es ist aber, eigentlich sind ganz kleine Interventionen gewesen, oder? Es sind so kleine, oder nicht kleine, es sind Angebote gewesen, dich mit dir zu verbinden, mit einem grösseren Ganzen und einfach in dich zu gehen, innezuhalten und dich zu verbinden eben. Und vielleicht transformiert es, who knows. Mhm. Und das ist wirklich ganz schön gewesen. Und der Niklaus natürlich mit seiner Erfahrung, mit seinem Witz vor allem auch, und mit seinen Gedichten, die er eins nach dem anderen sozusagen kann zitieren und noch mit vielem mehr, ist einfach ein riesiges Geschenk. Und ja, mit ihm befreundet sein, das ist natürlich sehr schön. Und ja, jetzt gibt es das Lassalhaus nicht mehr und somit ist das Angebot gibt's auch nicht mehr. Leider. Ich bin mit ihm noch in Kontakt, selbstverständlich, aber ja, das ist eigentlich das Sommerangebot, die Ferien einmal anders sind mit dem Lassalhaus, wo zugegangen ist, eigentlich auch gestorben. Mhm. Ja. Aber es hinterlässt Spuren, wie du gesagt hast, vielleicht bei den einen oder anderen, die teilgenommen haben, auf jeden Fall bei dir. Wie sieht es denn heute aus? Also hast du eine Praxis, hast du tägliche Rituale, die du machst? Oder hat sie mit dem Zen-Meister dazu geführt, dass du irgendwie wieder mehr meditierst? Oder wo bist du daheim? Oder was nährt dich im Alltag? Also mich nährt im Alltag sicher meine Morgenpraxis, wo ich einfach eine halbe Stunde Yoga mache und meditiere. Und dann habe ich relativ viel, eben auch wieder so vermischt im Alltag inne, so Sachen, wo ich halt sensibilisiert bin für Schwellen, wenn man mit Ritual schafft. Also in dem Sinn, wenn ich zum Teil einfach über die Schwelle gehe, wirklich mit Türen, dass ich mich dort verbinde mit mir, dass ich vor Rotlichter einfach so das bin ja nicht der Erste, der das erzählt, einfach vor Rotlichtern mit dem Velo abstehen, kurz mich mit dem Boden verbinden, mit dem Atem verbinden und mit dem Raum. So, das mache ich wirklich regelmäßig. Und was für mich ganz wichtig ist, das habe ich auch heute gemacht, ich bin in meinem Wald, also natürlich nicht meine, aber ein Wald in der Nähe, wo ich Gehmeditation mache. Und das mache ich relativ regelmäßig. Ich versuche es eigentlich so einmal in der Woche zu machen. Und gehe dort ganz langsam laufe ich durch den Wald und durch Bäume umarmen. Und das ist für mich jedes Mal, also nebst dem, dass ich es regelmäßig mache, wenn ich etwas Wichtiges habe, wo ich vielleicht ein bisschen Angst habe oder Respekt habe, wie jetzt auch heute, dann gehe ich dort rauf und kann mich erden
Und es wird alles so relativ. Wenn ich den Wald sehe, und ich nehme ihn natürlich auch in allen 4 Jahreszeiten wahr, und heute Morgen mit dem Frühlingslicht, dem hellgrünen Schimmern, einfach wunderbar. Einfach ein grosses Dankeschön, oder? Und dann habe ich jetzt auch noch, also, wobei das ist jetzt eigentlich Praxis gewesen, genau, jetzt bin ich dir voraus. Aber ich glaube, du hast genau dort hin, was ich auch noch wollte. Du hast noch neue Projekte, oder? Ja, genau. Und zwar genau. Ritual im öffentlichen Raum. Ja, ich bin jetzt, und ich glaube, das ist wahrscheinlich wie so ein bisschen das eigentliche Herzensprojekt. Das Projekt Rituale in Teams und Organisationen, das ist ein Geschäftsmodell auch, aber eigentlich geht es mir im Herz darum, die Verbindung, wo ich das Gefühl habe, die geht länger, sind mehr verloren, untereinander, in der Öffentlichkeit auch, in der Gesellschaft, dort vielleicht etwas entgegenzusetzen, respektive etwas zu präsentieren, wo man sich wieder verbinden könnte. Und da bin ich jetzt effektiv dran. Ich habe jetzt so ein Konzept geschrieben, wie man neue verbindende Ritual im öffentlichen Raum kreieren. Und wir haben, das gibt es ja bereits auch schon, wir haben zum Beispiel, wir führen vom Ritualverband Schweiz, führen wir am 1. November zu Allerheiligen, führen wir jeweils so ein Lichtritual durch, wo, ja, wo so ein grosses, äh, eine grosse Spirale mit Kerzenlicht an einem grossen Platz steht. Es war schon an verschiedenen Orten gewesen. Und man kann dort mit einer Kerze, die nicht angezündet ist, in die Lichtspirale rein und in der Mitte an einer grossen Kerze die Kerzen anzünden, die dort deponieren oder anstellen und nachher auf der anderen, es ist eine Doppelspirale, auf der anderen Seite wieder raus. Und im Gedenken an jemanden, wo man hat müssen loslassen oder an irgendetwas, wo man hat müssen loslassen. Und das ist wahnsinnig berührend, amig zu sehen, was das im öffentlichen Raum bewirkt. Wir haben das letzte Mal direkt vor dem Bahnhof, also auf dem Bahnhofplatz durchgeführt, an dem Platz, wo eigentlich dauernd Leute hin und her stressen. Und zwar am Samstag, am Abend um 5 Uhr bis etwa 7, 8. Und es war wahnsinnig, was das für eine Intervention war. Es hat auch nach der Schamanentrommel, wo so der Herzschlag geschlagen hat, ist auch noch dort gewesen. Und da muss man natürlich den Raum heben, sehr stark, dass das möglich ist. Und wir sind so eine Ritualgruppe, die das zusammen macht. Und das gibt es auch in anderen Städten in der Schweiz. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und es gibt noch andere. Und jetzt geht es darum, was gibt es noch? Was gibt es überhaupt schon? Was ist das Potenzial von solchen Ritualen und wie könnten die allenfalls aussehen? Und das ist eigentlich ein Vorprojekt, wo mir jetzt so ein bisschen vorschwebt, um so ein bisschen das Terrain abzustecken und nachher konkret dann vielleicht in die Umsetzung, also solche Ritual weitere umsetzen, das wäre der übernächste Schritt. So. Also heisst das auch ganz konkret, du könntest jetzt Feedback brauchen von den Zuhörenden, wenn die ein Ritual haben oder Platz haben oder was? Selbstverständlich. Ja, nein, ich freue mich. Also, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, das Thema interessiert mich, unbedingt sich bei mir melden. Ich werde die dann nachher auch auf dem Laufenden halten, wo das wir stehen und so weiter. Ich muss jetzt dort dann auch noch eine Finanzierung organisieren. Ich bin dort mit verschiedenen Institutionen, auch mit dem Ritualverband in Kontakt. Aber das ist noch da sind noch keine Entscheidungen gefallen.
Aber ich habe wie das Gefühl, allen, wo ich es erzähle, die reagieren sehr positiv und es gehen dauernd wieder neue Türen auf. Und von dort her bin ich zuversichtlich, dass sich daraus etwas ergibt. Und das ist für mich von Anfang an ganz, ganz wichtig. Das ist nicht eine Jürg Fassbind-Show, sondern das muss von Anfang an da müssen viele Leute das tragen, weil das ist keine Geschäftsidee. Mhm. Das ist nicht mein Geschäftsmodell, sondern das ist eine Idee, wo es um Freiwilligenarbeit, um wirklich, was ist unserer Gesellschaft wichtig. Es geht um solche Themen. Und dort zusammen, und dort finde ich unbedingt eine Zusammenarbeit mit den Kirchen, zusammen an einem spirituellen Boden in dieser Schweiz, die schaffen und den Boden kultivieren, unabhängig von Religion und Ausrichtung. Ich habe das Gefühl, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viel Spannendes. Und auf das es würde mich super freuen, wenn sich da viele Leute melden würden. Schauen wir mal. Genau. Wenn man sonst mehr über dich wissen, also eben dein Buch ist rausgekommen, noch relativ frisch, vorletzter Weihnacht, oder? Also im Herbst 25. Also, Oder sogar noch? Vor der letzten Weihnacht. Genau. Genau. Im September ist Genau, im es September ist es rausgekommen, heisst Rituale in Teams und Organisationen und kommt man überall über, wo gescheite Bücher verkauft werden. Genau. Und wo findet man sonst noch Informationen zu dir und zu deinem Angebot? Also, ich habe eine Website www.jurgfassbind.ch und ich glaube, das ist es. Und sonst einfach Kontakt aufnehmen und ich freue mich wirklich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden und es gibt noch so viel zu vertiefen. Danke vielmals, Jürg. Vielen Dank, Lukas. Es war wunderbar. Das war «Meditationsszene Schweiz», ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast etwas für dich Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und freue mich über Feedback, Anregungen und Vorschläge für weitere spannende GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.